Ey, Sero und Josh Negron, ich schwöre, ich weiss nicht, in welchem Film ihr zwei gerade lebt, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Jolas, kennen eigentlich so einen Brunnenkarren. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? 10 ist da. Checkt alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. Ja, der Melodie. Okay, convoco meine Seelenverwandte. Kurdistan? Du und dein scheiß Podcast, ihr beide. Schön und gut, aber ich verstehe den Hype immer noch nicht. Das ist kurz und windig morgen. Ewa Cousin. Willkommen zu einer neuen Folge von deinen Lieblingspodcaster. Ich bin jetzt nur am Zeitschinden. So muss ich wieder die Folge Genau. Also willkommen zu der Folge Nummer 67. 67. Welcome. Und ja, letzte Tour haben wir gesagt, es gibt eigentlich keine Folge, während wir auf Tour sind, weil es ist stressig. Aber wir sind ein bisschen erfahrener, wir können die Zeit ein bisschen besser managen. Mhm. Letzte Woche ein schlechtes Beispiel, aber... Genau, jetzt sind wir wieder zurück mit einer pünktlichen Folge am Montagmorgen. Also hoffentlich, weil jetzt ist Sonntagabend. Yes. Und ich muss das daheim nachher noch schneiden und vorbereiten, aber Gib ihm. so Gott will. Mashallah, Bro. Genau, so Gott will, wird das klappen. Yes. Ja, Mann. Was läuft? Wir haben vor 2 Tagen das Heimspiel gehabt in Minti. Oh. Das war geil, wirklich sehr gut. Und ich muss sagen, ich habe das schon letztes Mal gesagt, ich sage es jetzt nochmal. Unser Crowdwork ist sehr gut geworden. Das wird immer besser, ja. Und unser Ping-Pong, weißt du, so, Ja. ich sag dir etwas, du reagierst darauf, ich reagiere darauf, schlapp. So ein bisschen Sätze vom anderen, auch Band und so. Genau. Ja, immer eingespielt. Denke ich auch. Und jetzt bandest du. Dein Satz. Dankeschön. Punkt. Nein. Vollmann, wirklich, ich habe sehr viel Freude, Bro, ich habe sehr viel Spaß an den Live-Shows und ich habe mich wirklich auch kaputt lachen. Es war eine unglaublich gute Stimmung vor diesen knapp 270 Leuten. Ja, also wahrscheinlich ist es ein bisschen mehr gewesen, weil es haben ein paar Leute, glaube ich, auch stehen. Ist das so? Ui, scheiße. Okay. In dem Fall Also nein, ich meine, die Leute, die müssen stehen, sind so unsere Leute, die so, ey, Bro, kann ich kommen? Und dann musst du sagen, hey, es ist voll, aber wenn es sich nicht anschießt zum Stehen, dann kannst du gerne kommen. Voll, Mann. Aber es war geil. Es war wirklich geil. Yes. Wir freuen uns sehr fest auf die Zürich-Show. Sorry. Ey, ich muss sagen, es macht extrem viel mehr Spaß, vor allem, weil wir jetzt auch aufgrund von der letzten Tour so Erfahrung gesammelt haben Ja, und Mann. gemerkt haben, es ist vielleicht doch nicht schlau, in 6 Wochen 4 Stops zu machen. Voll, Mann. Es macht hohen Spaß. Jetzt haben wir, okay, es geht nächste Woche Zürich, aber dann haben wir eine anständige Pause, um uns auf Bern vorbereiten, Ja, auf Mann. Luzern. Also es macht so mehr Spaß. Und in Zürich haben wir ja auch schon wieder 2 Gäste. Yes. 2 wirklich geile Gäste. Ich freue mich sehr fest drauf. Ja, man, es wird extrem lustig. Wir droppen noch keinen Namen, die kommen, die sehen. Ja, Mann. Die sehen, die können Die sind gekommen. Das, ja, machen Stories. Voll. Genau. Yes. Ich weiß. Ich will ganz kurz noch gerne 2 Sachen sagen, Gib ihm. die mir glaube auch schon sehr oft angesprochen worden sind, die jetzt gerade momentan das Thema sind. Mhm. Das erste ist natürlich ganz klar, hey, bis am Dienstag, also bis morgen, könnt ihr noch brieflich abstimmen, Yes. oder? Ich bin richtig, es ist die Woche jetzt. Ich, Ja. Auf jeden Fall bitte, bis 16. ja. bitte geht wählen, weil es hat wie so angezeigt wieder nur 30% von den Jugendlichen bis 25, glaube wählen oder haben schon gewählt und über 60% von den Menschen im Alter von, ich weiß nicht, irgendwie 60 plus, glaube oder 50 plus, haben über 60% schon gewählt. Und Leute sagen uns wie so, hey, weißt du, die Leute ein bisschen auffordern zum Wählen und was sie wählen sollen. Ich glaube, wir machen keine Wahlempfehlungen, weil es ist echt ziemlich klar, für wer wir sind. Yes. Wir sind grundsätzlich einfach Extrem rechts. extrem rechts und grundsätzlich dagegen, dass noch mehr Ausländer in die Schweiz kommen und Podcasts machen. Es sind potenzielle Konkurrenten. Genau, und darum lassen die dort, wo sie sind, Lassen sie ihren Podcast dort machen, wo sie wohnen. voll in dieser Sprache, wo keiner versteht. Nein, Spaß. Macht einfach euren Scheiß dort und lasst uns in Ruhe. Yes. Josh hat gesagt, die ältere Generation hat schon gewählt und frag dich einfach Folgendes: Willst du, dass
ältere Leute zwingend auch einen grossen Teil von deiner Zukunft mitbestimmen. Ja. Wenn du kannst selber mitbestimmen, investier die 15 Minuten, die du für ein Online-Spiel im FIFA brauchst, oder die 20 Minuten, die du einmal für das Duschen brauchst, was auch immer, schnell einfach anhocken. Es geht schnell, es geht einfach. Ich schwöre auf alles, es war noch nie so einfach gewesen. Wenn du willst, kannst du dich noch tiefgründig informieren, dann hast du vielleicht eine Stunde, 2, aber das machst du wirklich nicht jeden Monat in der Zeit. Und gehen wählen. Sehr wichtig. Ja, und einmal hat jemand einen Tweet gemacht, Bro, ich lache glaube wirklich heute noch über den, ich denke so ganz random über den. Der hat jemand geschrieben... Ist das der, den du gepostet hast? Auf Insta? Also schon lange her. Nein, nicht der, aber hast du den gelesen? Ey, das ist, wie du den aufgegriffen hast, ich habe nicht gewusst, dass das existiert. Ey, ja, Mann. Das was existiert? Okay. Ich habe nicht gewusst, dass das existiert. Das ist der Tweet. Der ist mir geschickt worden. Aha. Du meinst, also es hat jemand getweetet, irgendwie der grösste Podcast-Vollidiot von der Schweiz schafft jetzt bei Bounce als Praktikant. Und Put some respect on his name. Eben, genau, erstmal put some respect on my name. Ich bin... Und ich meine, ich habe mich erst gefragt, wer meint er? Und dann wie gesehen, Stefan Büsser ist ja gar nicht bei Bounce. Also muss er wahrscheinlich mich meinen. Ja. Genau. Und eben, ich finde, ich bin genau der gleichen Meinung, so, was mache ich beim SRF, keiner weiß. Aber es ist ja zum Glück nicht mehr lang, wo ihr mich tolerieren beim SRF. Aber die andere Sache ist, es denken sehr viele Leute, ich bin Praktikant. Fix. Und Bro... Ist das echt racist? Hey, nein, ich glaube eher so, man denkt so, irgendein Typ, der keine Ahnung hat von Medien, ist jetzt beim SRF, jetzt wo er ein bisschen Internet geklaut hat. Darum muss er wohl wahrscheinlich Praktikant sein, wie zum Beispiel der Jule X, der Praktikant war. Yeah. Oder ganz viele andere. Dem ist ja nichts verwerflich, es geht einfach darum, Kollege, ich bin 28, ich habe schon wie so 10 Jahre aus der Lehre, 10 Jahre gearbeitet. Und wir reimen euch wieso selber zusammen so, würde ich jetzt echt zum SRF gehen für den Praktikantenlohn, wenn ich auch einfach 5 Fans lutschen für das Geld. Also weißt du? Ja. Oder? Ja, und wenn sich schon Leute befassen mit Hate, dann wäre es gut, wenn du so recherchierst. Wie stell dir vor, du machst einen Hate, das gibt einfach keinen Sinn. Stell dir vor, eben, du sagst so, wo ein Praktikant, aber nachher findest du einfach, du schaffst schon 10 Jahre in dieser Branche, weißt du? Das ist so, wie wenn du 10 Jahre lang irgendwie ausgelernt bist, am Arbeiten bist. Und dann bewirbst du dich irgendwo und dann sagen sie, ja, also willst du Praktikant werden? Also, voll. Wer sagt dann so? Aber ja. Der ursprüngliche Tweet, den du gemeint hast. Ja, der ursprüngliche Tweet, den ich gemeint habe, ist, es hat einer mal übertweetet, er so, hey, look, Wahltag ist für mich immer ein wunderschöner Tag. Also, weil entweder gönnt die Partei, wo ich wähle, dass sie gönnt, also SP zum Beispiel, oder der Kneck hat einen emotionalen Zusammenbruch auf Twitter. Es ist eigentlich nur ein Win-Win, Bro. Es ist Win-Win. Oder? Entweder dem Die Hurensohn. brüllt oder halt SP gönnt. Und da komme ich eigentlich gerade so zum zweiten Thema, wo ganz viele Leute beschäftigt. Und zwar haben sehr viele Leute uns gesagt, hey, was momentan abläuft im Gaza, die neu bitte darauf äußern, gebt eure politische Meinung ab. Hey, ich glaube, es ist ziemlich klar. Leute, die so folgen, also erstmal, Leute, die unseren Namen sehen, können sich vorstellen, Kurden. Ja, und wo wir wahrscheinlich mit wem wir uns wahrscheinlich solidarisieren. Und Leute können wahrscheinlich auch nachvollziehen, so Kurden haben geschichtlich sehr viel Unterdrückung und verschiedene Genozide erlebt. So. Und da kannst du dir vorstellen, wie unsere Meinung ist, was nicht heisst, jetzt kommen sicher irgendwelche Hurenszenen, was nicht heisst, dass wir die Partei ergreifen und sagen nur, es gibt nur eins richtig, genau. Sondern was wichtig zu erwähnen ist, jeder Zivilist, jeder Mensch, der unschuldig stirbt, ist ein Mensch zu viel. Und jeder, der Gräueltaten macht, unabhängig davon, von wo er ist, von was für Glaube er hat, welche Ethnie er angehört, das ist jetzt Steinzeitdenken von mir, kann mindestens das Gleiche zurückbekommen. Also hat mindestens das Gleiche zurückbekommen. Aber, du hast es gut auf den Punkt gebracht. Ihr könnt euch ausmalen, was unsere Meinung ist. Ja.
Und nur wenn man jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, dagegen ist, dass in einer Woche bis zu 600 Kinder bombardiert und also sterben und bombardiert werden oder Es geht auch ums Aufmerksam machen, nur zum Beispiel. genau, oder weißt du, so heisst das nicht, dass man wie auch sogar gegen die andere Seite ist. Was ich aber beim besten Willen nicht kann verstehen, ist einfach, wie kannst du in dieser Zeit, wo zum Beispiel innerhalb von einer Woche, ich komme nochmal zu dem, mehr Bomben, sorry, ich muss lachen, weil ich gerade, eine Bombe hier. hier? In einer Woche ist auf einer Fläche, die winzig ist, Wie der Neuburgersee. wie der Neuburgersee, werden mehr Bomben geschossen oder explodieren mehr Bomben als während zum Beispiel in Afghanistan während dem amerikanisch-afghanischen Krieg, wo in einem Jahr geflogen sind. Die Stange da oben, die fickt das, glaube ich. Wieso geht das scheiß Licht nicht? Genau, also weißt du, was ich meine? Es ist wie so, wie kannst du in dieser Zeit, wo Menschen im Gaza so viel Leid und Tod erleben, finden, jetzt ist der richtige Moment, um ins Internet zu gehen und zu sagen, hey, ich bin pro Israel. Es geht einfach darum, also meine persönliche Meinung Ja. ist vor allem, es sterben auf beiden Seiten unschuldige Zivilisten. Für das musst du einfach Mensch sein, du musst Mensch sein, um zu sagen, es sollte und es dürfen keine Zivilisten sterben. 50% etwa von der Wohnhaften in Gaza sind unter 19. Das heisst, wenn etwas einschlägt, ist die Wahrscheinlichkeit fast gleich 100%, dass es ein Jugendlicher oder ein Kind mitnimmt. Genau, wir wollen nicht zu deep in das Thema hineingehen, was vor allem so die Message ist. Meine Message ist, jedes Volk sollte das Recht haben auf Unabhängigkeit und auf Freiheit. Jedes Volk. Wenn es vor allem um unterdrückte Völker geht, umso mehr. Und an all die zum Beispiel jetzt so Linke diskreditieren, ist das richtig? Sehr gut. Wie sie zum Beispiel auch auf die Umstände von der palästinensischen Bevölkerung aufmerksam machen. Ihr seid so etwas wie Rassisten, die sagen, ich habe nichts gegen Ausländer, aber in meinen Augen. Also wenn du klar, also zum Beispiel, nehmen wir den kurdisch-türkischen Konflikt. Das beste Beispiel. Ich habe ja gesagt, meine Primarschullehrerin in Handarbeit ist zu mir gekommen und hat halt so ein bisschen meine Ethnie als Terroristen bezeichnet. Weil ich eine Uhr gemacht habe mit dem Kurdistan-Umriss. Yep. Und ich habe in der Mitte so, ich bin 6, 7, ich wollte glaube Kurdistan schreiben oder so. Und habe noch, glaube ich, den Stern vom PKK machen. Und sie hat dann gesagt, du machst das sicher nicht, das sind alles Terroristen. So. Und damals ist ja so, medial sind ja Kurden nicht rum gewesen. Kurden sind erst überhaupt bekannt, seit es leider der IS-Terrorismus gegeben hat. Dann sind wir Kurden halt ins Mittelpunkt auch reingerückt, so die Welt hat erfahren, wer Kurden sind. So. Und in diesem Konflikt, ich als Kurde, der Lehrer sagt mir einfach, ich sind Terroristen. Und ich denke mir einfach so, weißt du, so, jeder Kurd, den ich eigentlich fast kenne, hat sicher jemand in seinem Verwandtenkreis beklagen, der gestorben ist. Ob das jetzt, also bei den Kurden vor allem, und es gibt auch Türken, die sterben. So. Und ich bin dann dort, ich bin 12, weißt du? So 13. Und dort ist der Konflikt eben noch frisch nochmal am Aufbau gewesen. Und dann gehe ich so heim, sage das meinen Eltern, weißt du? Und die sind natürlich pisst, weißt du? Ja. Weil mein Vater ist ja vom Krieg und von Unterdrückung geflüchtet, nur um in die Schweiz zu kommen, dass er nicht Terroristen hat. Aufgrund von dem, was in den Medien siehst. So. Und jetzt sehe ich als auch Teil von unserer Aufgabe, in dem ungefähren Kontext, kannst du natürlich nicht vergleichen, 1 zu 1 immer die Schicksal, aber es ist ein unterdrücktes Volk zum Beispiel, wo halt viel Leid erfahren, wiederum aber auch Zivilisten, jüdische Zivilisten, die unschuldig gestorben sind. Also ich sage immer wieder, wenn Leute, ich hasse das zum Beispiel, wenn Leute so sagen, du bist Kurd, ja voll, dann macht immer der Kreis, ja, Türken, Kurden nicht so, hä? Dann denke ich, Bruder, du hast dich nicht einmal informiert. Ja, wirklich nicht. Hast du das Gefühl, nur weil ich Kurd bin, hasse ich automatisch alle Türken? Voll.
Ist jetzt in meinem Fall so, aber das ist jetzt wirklich Spaß. Nein, weißt du, ich check einfach nicht so. Du hast etwas aufgegriffen, so, du hast ein paar Artikel gelesen, ein paar Videos gelesen, du hast gedacht, du kannst dich informieren, aber du bist nicht so schlau gewesen und hast gedacht, ich versuche alles, das ganze große Bild zu verstehen. Ich versuche nicht nur einseitig das anzuschauen. Und irgendwann ist halt der IS-Krieg gekommen und so weiter. Und dann haben halt hure viel so angefangen, so über das Schicksal von Kurden aufmerksam machen und so weiter. Und dann haben sie erfahren, die Politik, die Türkei betrieben hat, ist eigentlich nicht korrekt gewesen, damals. Und auch jetzt nicht. Ja, Bro. Hey, eben die ganze, ich finde einfach die ganze, alles was momentan abläuft, ist einfach so deprimierend, Bro. Und es schlägt mir so unschädlich auf den Magen und es hat ganz viele Leute gegeben, die mir, weil ich habe ja auf meinem privaten Profil ziemlich klar meine Meinung geäußert, beziehungsweise ich habe sehr fest, ich sage jetzt mal, eine Seite gezeigt, wo ich supporte. Da haben wir ganz viel geschrieben, ja, was ist genau der Sinn, so, weißt, von deinen Posts, was wolltest du sagen, so, darf jetzt zum Beispiel darf das, was Hamas gemacht hat gegenüber dem israelischen Volk, darf das jetzt nicht aufgegriffen werden. Mal, es muss auch. Es muss auch, oder? Und ich meine, wenn ich Solidarität für palästinensische Menschen zeige, heisst es auch nicht, dass ich auf irgendeine Art und Weise gut reden will, was Hamas geleistet hat. Überhaupt nicht. Aber es bricht mir das Herz, Bro, was ich für Videos auf Instagram gesehen. Also, es bricht mir das Herz, Bro. Ja. Also wirklich. Ich sehe so viel, wie ich gesagt habe, 50% sind unter 90, ich sehe so viel. Es ist halt natürlich, du musst vieles mit Vorsicht anschauen, weil Krieg ist dreckig. Ja. Krieg ist ekelhaft. Und Krieg ist auch, in Krieg werden Mittel benutzt, wo den Leuten alles recht ist, um deine Meinung zu beeinflussen. Ja, das stimmt, Bro. Aber ich meine, gar einfach nur schon die Zahlen, die offiziell sind, oder schauen, wie viele Menschen gestorben sind in den letzten paar Jahren. Dann, von mir aus, ist das zu weit. Okay, dann schau einfach die letzten Wochen an. Was ist das für eine Zahl, Bro? 600 Kinder gestorben innerhalb von 6 Tagen. Was ist das? Also weißt du, in Gaza. Bro, was ist das für eine Zahl? Und gestern bin ich im Bett gelegen, Bro, und ich bin am Handy. Und ich schaue, ich swipe und ich bin auf einem Feed gelandet, weißt du, in dem Rabbit Hole, wo einfach mir tote Palästinenser zeigt, wo mir Kinder zeigt, die sterben, wo mir, ich muss sagen, weißt du, wo mir einfach Menschen zeigt, wo tausende Menschen, die singen, Gaza ist ein Massengrab, wir werden sie alle umbringen und so. Yeah. Das ist, was ich sehe, oder? Jetzt, okay, ich schaue auch in eine Richtung von mir aus. Und dann denke ich mir in meinem Bett, so, oh mein Gott, das ist so schlimm, was da gerade abläuft. Dann gehe ich zurück und dann lande ich einfach auf Instagram und sehe tausende Menschen, die gerade Fotos posten vom Influencer Award, wo gerade gestern oder so war. Yeah. Oder ich sehe Fotos, wie zum Beispiel mir, oder wir posten von der Show Sachen. Und ich würde auch sagen, Instagram ist so ein absurder Platz, Bro. Wie kann ich 1 Sekunde vorher tote Kinder sehen, Menschen, die tote Kinder in der Hand haben, weißt du? Und 2 Sekunden später sehe ich ein Beauty-Tutorial. Ja, Social Media ist ekelhaft. Also weißt du, es hat mich gestern gerade ein bisschen genommen, Bro. Ich habe gerade so gedacht, what the fuck, man? Ja, es ist schon, was für Parallel. Also weißt du, vor allem heutzutage ist alles, was in der Welt passiert, viel näher an dir. Und du kommst auf das Mal von diesen Schicksalsschlägen mit über, du kommst von da Krieg mit über, du kommst von da Angriff über. Und alles ist viel einfacher für dich zu erreichen. Und deswegen ist halt so, bis wohin ist es gut, weißt du? Und ja, Bro, ich kann auch eben, jeder hat alle Videos gesehen wahrscheinlich, wo kannst du momentan auf Social Media sehen, weil die machen auch Propaganda auf Social Media maximal alle, weißt du, so. Wir kennen es ja, ich meine, ich muss nicht jetzt mich begründen und sagen, wie ich das meine. Wie gesagt, wir sind Kurden, so, es gibt Leute in unserem Verwandtenkreis, die haben das Leben verloren, nicht zwingend, wie sie bewaffnete Krieger sind, sondern auch, wie sie zum Beispiel einfach nur politisch aktiv sind. Ja, wie sie sind, wer sie sind, Bro. Genau, also, wie sie reden, wie sie eigentlich ihre Muttersprache ist. Und es ist nicht so lange her, da ist meine Muttersprache verboten gewesen in Türkei, komplett, weißt du, bist umgebracht worden, so, du bist in den Knast gekommen. Und ich merke es, weißt du, auch schon beim IS-Krieg und so, ich weiß nicht, zum Beispiel, wir sind mal bei den Jungs nebenan gewesen,
Und es geht halt in die News rum, weißt du? Das SRF sagt so, IS ist jetzt so da und da, Kurden machen das und so, Ami dann bombardieren und so. Und ich sehe die Videos, Bro, ich kann nicht schauen. Ja, Bro. Weißt du, ich brauche lang, bis ich emotional werde, weißt du? Ja. Hure viel. Aber nachdem ich das gesehen, Bro, es sind mir gerade Tränen gekommen. Ich so, hey, ich kann das nicht, Alter. Ich kann nicht. Weißt du, und ich habe das so gesehen, bitte so neben den Jungs, weißt du, ich komme so Tränen und so. Und du sagst, tut mir mega leid. Ich so, Bro, weißt du, zum einen ist es ein Fluch, weil es ist halt wieder eine Geschichte, die sich wiederholt bei den Kurden. So, sie werden wieder verfolgt, sie werden wieder gejagt, sie werden wieder umgebracht, sie werden wieder geschlachtet, geköpft. Zum anderen aber ist so, ich schaue mit dem Sandro das an. Und der Sandro sieht das. Er weiß jetzt Bescheid, weißt du? Ja, voll. Ich muss am Sandro nicht immer, wenn er sagt, wo ist genau Kurdistan zum Beispiel? Ja. Oder was genau sind Kurden, was ist schon eine Geschichte? Das ist das einzige Gute gewesen, weißt du? Aber nachher. Ja, Bro, ich weiß nicht, ich habe auch Videos gesehen, weißt du, so von Leuten, die eben zum Beispiel an dem Festival, wo die Leute gestorben sind. Von der in Israel, wo das Techno-Festival gab es, oder wo. Und da hast du so Videos gesehen, weißt du, wie die Leute so halt sich verstecken und anstellen. Und du siehst, weißt du, so, letztes Essen immer so Ältere, letztes Telefon Ältere. Und dann denkst du so, Alter, weißt du, so. Ich habe wirklich versucht, was würde ich machen in dieser Situation? Hey, Bro. Bro, ich würde eine Sprachmemo machen, sagen, ich lebe euch alle so fest, bitte trauert nicht um mich, was auch immer. Und fertig, Bro. Du siehst einfach tote Leute, du siehst Blut. Und ich denke einfach so, Krieg ist so ekelhaft, Alter. Weil, das haben meine Mutter gesagt, wir lang bleiben. Krieg macht nur etwas, dass am Ende des Tages brüllende Mütter überbleiben. Es sind nur Mütter, die am Ende des Tages dort sind, weil auf jedem Video also jetzt überall auf der Welt, wo Krieg passiert, wo halt unterdrückte Völker noch mehr halt runterkommen, siehst du immer Mütter am Grab, Mütter, die tote Kinder haben. Nur das. So, für was? Für irgendwelche Uhren sind, die dort in Anzug und irgendwelche Sachen bestimmen, gehen nachher das 5-Gang-Mini essen, nachher gehen sie weiter, ein paar Sachen entscheiden, da die wir bomben, da die wir Leute angreifen, dies und das, da die wir Raketen schiessen und so weiter. Und gehen sie aber keine Assets, wie ist ein Taxi, Schatz? Ja, nicht so einfach, du weißt, Krieg dies und das. Ja, hey, ich glaube, ich muss jetzt schnell sagen an dem Punkt so, für das ist der Podcast auch da, oder? Ich meine, für uns, wir das, wo wir den Podcast ursprünglich gemacht haben, haben wir gesagt, hey, wir wollen einfach reden und Leute wollen das anscheinend finden das lustig oder wollen das hören, was wir sagen. Und ich glaube, in so einem Moment, ich sehe das nicht als unsere Aufgabe, zum Beispiel jetzt irgendwie aufklärend sein gegenüber einem Konflikt im Gaza. Es geht mehr darum, einfach sagen, was uns jetzt gerade im Kopf war, oder? Und darum finde ich es auch wichtig, auch wenn es jetzt gerade sehr viel Platz einnimmt oder eingenommen hat, dass wir über das reden. Und es muss auch nicht immer einfach sein, hey, wir hauen Witz über Witz raus, sondern es geht darum, dass wir authentisch sind und es geht auch darum, dass wir unsere Gedanken teilen. Ich verstehe natürlich, dass gewisse Leute vielleicht anderer Meinung sind, als das Problem damit haben. Der Kneckbo hat auch einen Podcast, sonst. Falls ihr... Sonst am Knecko Zolo, so den Peach, das ist ja richtig, also das hey, ist... wow, ja. Wie der sich auf Twitter gibt, das ist also das ist das schlimmste Problem. Ich habe mit dem nicht gerechnet, G. Ja. Es gibt einfach Leute, die sich links nennen und andere anfangen zu sagen, du bist nicht links, weil du willst nicht die Seite von dem auswählen. Ja. Das ist für mich, ich bin links, aber so, ich kann nicht auseinander, aber und ja, Bro, also weißt, ich kann auch schon Posts rausgehauen so auf Insta, weil das ist mir wirklich zu viel geworden. So, du hast ja früher schon ihn kritisiert so. Und dann denkt, weißt du was? Er spricht nicht so unsere Leute an, was juckt mich das, weißt du, so groß. Und nachher sehe ich so, wie er halt so sich auf Social Media gibt. Und dann, also ich bin ein Unerfahrener und ich lese Sachen über Social Media, öffentliche andere Kanäle und informiere mich über Leute, wo ich das Gefühl habe, die gleiche Meinung vertreten wie ich. So. Und dann lese ich zum Beispiel am Knecksis Twitter-Profil und es braucht 5 Tweets und ich habe das Gefühl, Palästina hat das Recht, um alles Mögliche zu machen, damit sie ein gutes Leben hat. Jede Gräueltat, die passiert, oder jeder Mensch, der stirbt, hat halt seinen Preis zahlen. So. Er tut eine Seite zeigen und sagt, und wenn du nicht die Seite wählst, bist du nicht links, bist du Antisemit, bist du das. Ja. Und ich finde es problematisch, ich will jetzt nicht auf den Inhalt eingehen, den er sagt, weil das ist einfach nur Trash, was er schnurrt. Ja. Genauso wie er ein Trash-Mensch ist. Der Inhalt,
wo er öffentlich dargeht. Er hat ja eine riesige Reichweite. Herr und Frau Schweizer hören ihm eher zu als vielleicht uns. Vielleicht, ja. So. Es gibt sicher auch Leute, die uns hören. Und ich kann nicht sagen, dass wir nur ein Podcast sind für Ausländer, das haben wir schon genug oft gesagt. Wir sind ein Podcast für alle. Aber wenn eben zum Beispiel Lara und ein Brian oder so ihm folgen und dann sie das sehen, meinst du, ich tue jemanden, den ich interessant finde, seine Meinung groß hinterfragen? Weil ich finde ja interessant, ich finde, ich bin der gleichen Meinung. Cool. Und dann denke ich mir, easy, wenn er das so sagt, es muss ja so sein, weil er hat schon in anderen Konflikten seine Fresse aufgemacht und das gesagt, er hat schon da etwas gesagt und das war eigentlich immer mehr oder weniger das Richtige gewesen. Und vor so Menschen müssen es ist extrem, ich muss sagen, es sind wie, ich hätte nie gedacht, dass ich das sage, es kommt wie so Verschwörungstheoretiker rüber, aber vor so Menschen müssen wir echt aufpassen, weil es geht schon fast Richtung Mainstream-Media, was er so machen ist. Er soll eigentlich Copy-Paste machen und das weitergeben. Und es ist sehr problematisch, was er macht in meinen Augen. Und ja, und das meine ich damit, wie kannst du in jetziger Zeit mit allen Fakten und Zahlen, die du hörst, dich einfach öffentlich pro israelitisch aussprechen. Also du musst, es geht nicht mal um das, es geht mal vor allem um, weißt, er tut halt alle zivile Opfer, die passieren, wo leider unschuldig haben müssen die Welt verlassen, weil einfach ein ekelhafter Krieg passiert, tut er halt die Welt darüber informieren, dass es passiert ist und sagt, schaut, was passiert ist. Ja. Schaut da, dort, schaut da, dort. Und nachher sagst du, ja Bruder, aber Krieg ist ekelhaft, es sterben auf beiden Seiten unschuldige Menschen. Wenn du sagst, ich bin links und ich setze mir für gewisse Werte im Leben ein, in der Welt, dann sollte es doch auch für dich okay sein, dass du musst keine Seite auswählen, du musst doch nur sagen, Krieg ist ekelhaft, es sterben auf beiden Seiten Leute. Wenn du aber nur ein Bild übermittelst, dass nur auf einer Seite vor allem die Unschuldigen sterben, dann ist logisch, dass das Weltbild von diesen Leuten auch dann irgendwann mal so ist, er hat recht, in dem Fall ist die Seite die richtige Seite und die andere Seite ist die falsch. Und als hätte es kein Palästinenser in Zürich, Bro. Bitte, du bist doch von Bern auf Zürich gezügelt. Wie sind wir überhaupt, Bern ist der auf jeden Fall. Du bist von Bern auf Zürich gezügelt, als hätte es nicht genug Arabisch-Palästinenser in Zürich, wo jetzt können sagen, offensichtlich sehe ich nur eine Sicht. Vielleicht hast du ja Geschichten zum Erzählen, wo vor allem einen persönlichen Bezug hast. Und dann kann er sich aufklären und dann kannst du dich immer noch deine Meinung bilden. Du kannst immer sagen, ich finde immer noch, das ist immer noch so. Aber dann kannst du wenigstens dahinter stehen. Ja. So. Und so ist einfach der Öffentlichkeit das Bild, dass es eins Richtige gibt und eins falsch. So. Und bevor jetzt wieder so einen Shitstorm macht oder irgendwie sagt, jeder, der dieser Meinung ist irgendwie pro Terror und pro so Antisemit und so, ich wiederhole gerne, was wir die ganze Zeit sagen. Unschuldige Menschen sterben im Krieg. Unschuldige Kinder, die nichts damit zu tun haben, die so ein Leben vor sich haben, die Träume haben, die Ziel haben, die ein Recht haben auf ein Leben, verlassen die Welt, weil ekelhafte Gräueltaten passieren. Und es tut nicht fördern, wenn man ein Weltbild gilt, das nur eine Seite zeigt. Ja. Wieso tust du effektiv klassifizieren? Du sagst, der hat es verdient zu sterben und der nicht. Bei dem ist es schade, aber bei dem ist es nicht so schade. Ja. Und eben, wie du sagst, Danke. Ist einfach ekelhaft, egal von ihrer Seite. Ja, sicher, Bro. Ich gehe in die Türkei und Bro, auch wenn ich Videos gesehen von türkischen Müttern, die sagen, mein Sohn ist gestorben, mein Sohn hat die Welt verloren. Ich sehe eine Mutter, die so vor einem Sarg brüllt. Was für ein Hurensohn muss sie, dass du sagst, verdient. Ja, wirklich. Was hat die Mutter dafür gemacht? Okay, er ist an der Front, aber du weißt nicht, wie die Türkei zum Beispiel ist mit Militärpflicht und so weiter. Ja, und Propaganda und alles. Ja. Ja, du, wir haben jetzt doch sie darüber geredet. Ich habe es sehr wichtig gefunden, ich habe es schön gefunden, deine Sicht zu hören, Bro. Ich hoffe, dass Leute einigermaßen, auch wenn es lange jetzt angeschnitten war, dass Leute einigermaßen unsere Meinung jetzt haben können, ein bisschen wahrnehmen. Voll. Ja. Aber reden wir doch noch über etwas, wo eben das Wochenende passiert ist, und zwar der Swiss Influencer Award. Ja, ich habe nicht mal gewusst, dass so. Also ich habe immer so, zum Beispiel in Deutschland hast du so Sachen gesehen. Und ich so, gibt es echt auch in der Schweiz, ich habe es zwar nie nachgeschaut. Ja. Aber ich habe gedacht, keine Ahnung, muss es schon demnächst so wahrscheinlich. Ich frage mich einfach ohne Scheiß. Also, Bro, ganz ehrlich, würdest du, wenn dich irgendjemand würde einladen und sagen, ey, komm an die Awardshow, so, du bist einer der wertgeschätzten Influencer
wir würden dir gerne einen Preis geben in der Kategorie, keine Ahnung, Comedy oder was auch immer das heißt. So, würdest du das, also ich meine, was ist das für eine Shitshow, Bro? Ja, ich habe es nicht angeschaut, ich weiß nicht, was passiert ist, wie es dort abläuft, aber so ein bisschen Influencer sind so ein bisschen... Bro, es sind einfach Werbebilder. Es ist ja heutzutage nicht mehr so, dass die... Die machen eine Story und du hast sicher jeden Tag mindestens eine Werbungsstory. Und okay, du gibst dich als Gesicht weiter, normal, das machen ja auch Stars und so weiter, aber Stars haben ja irgendein Standbein, haben irgendetwas weißt, so gemacht, dass sie wie so eine Person, die auf ihrem Leben sind, weißt du. Voll. Und ja, ich weiß nicht so. Es wäre doch schöner, wenn du würdest sagen, zum Beispiel eben, du bist Comedian und du bist top gewesen das Jahr, da im Pokal. Du bist Fitnesscoach gewesen, so auf Social Media und du bist der beste Sportler gewesen, so, du hast am meisten Leute erreicht, du hast am meisten, was weiß ich, so halt Leute beeinflussen können. Also, die haben dieses Programm gekauft, du hast etwas Gutes auch, auch bewiesen, also, du bist nicht nur Scheiß, du gehst auch Wissen weiter, weißt du hast einen Mehrwert. Du bist nicht Gift. Hey, ja, voll. Und ich finde einfach wirklich die ganze also weißt du, das sind einfach Leute mit aber tausenden TikTok-Follower, die sich eins abwichsen darüber, wie krass sie sind. Oh, hast du gesehen, mein Video hat so und so viele Klicks erreicht. Ja, aber hast du gesehen, mein Beitrag hat so und so viele Interactions. Und ich finde einfach so, Digga, also, wow. Weißt du, so, schämt ihr euch nicht, dort hingehen und so stolz auf so einen Teppich laufen und sagen, ja Mann, ich mache Internet. Hey Bro, ich sage das gern, immer wieder, ich wiederhole es gerne nochmal. Ja. In der Schweiz gibt es eine Handvoll Leute, die Stars sind. Der Rest muss weiterhin 8 bis 5 arbeiten oder mindestens noch irgendwo arbeiten, weil das ist nicht wie andere Länder ein Brotverdienst, ein grosser. Es kommt immer mehr so, du kannst immer mehr jetzt mit Social Media in der Schweiz auch etwas machen vielleicht, aber wir sind noch weit dahin und deswegen, es lohnt sich gar nicht krass zu tun. Wirklich. Also was tust du krass am Sonntag, wenn du am Montag wieder musst, am 8 Uhr einstempeln? Ich schwöre. Und das Schlimmste an all dem Ganzen ist wirklich, ich sage jetzt mal, das Einzige, was ich auf TikTok mache, ist ja unsere Videos posten. Also ich bin wirklich, ich glaube im Vergleich zu anderen Menschen sehr, 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 sehr wenig auf TikTok. Also weißt du, so, und in letzter Zeit habe ich ein bisschen mehr angefangen auf TikTok zu scrollen, weil ich habe mir auf Insta so ein Ding eingerichtet, dass ich maximal 1 Stunde, das kannst du einstellen, am Tag benutzen und jetzt flüchte ich halt amigs auf TikTok. Und Bruderherz, was sind das für Missgestalten im TikTok Live von der Schweiz? Wow, das ist schon am Aufgehen, ja. Es ist unterhaltsam, es ist lustig, aber es gibt auch sehr viele problematische Sachen. Bro, ich check's einfach nicht. Ich check nicht, was das soll mit dem NPC-Trend. Ja. Also weißt du, was ich meine? Ey Bro, sag dir ganz ehrlich, es gibt echt Idioten, die Geld zahlen für so etwas. Und das sind Kinder, Bro. Kinder. Die Influencer nehmen einfach Kinder das Geld weg. ja, also es ist einfach, vor allem, also was sicher ist 100% eine grosse Gefahr für Teenies, Leute, die leer sind, Kinder, die halt so, also weißt du, Bro, früher haben wir uns Lehrlingslohn bekommen und dann nach 3 Wochen bist du älter und ich sage, hey, oder 2 Wochen so, hey, kein überbudgetiert, 2 Mal Ausgang, ist schon kein Cash mehr. Ja. Und jetzt ist so, was soll ich machen? Ich habe 3 Mal gespendet und kein Cash mehr, aber gib Geld. Ja, es ist, also, wir haben das schon mal thematisiert, so, dass eher wir als Gift sind, vor allem die Matches. Weil es ist eigentlich, es geht richtig Online-Battle so. Viele machen es so ein bisschen schlau mit Graubericht so. Wenn ihr wollt, dann spendet. Weißt du so. Und ja, das ist. Ja. Also der einzige, ich muss sagen, ich tue schon einen namentlich erwähnen. Und nur etwas, was er macht, was ich respektiere. Es gibt so einen Bierweich und der tut immer Ende Monat hure transparent zeigen, was er verdient. Ja. Und was soll es bringen? Bro, also ich finde das gut so zum sehen, weißt du, so, er zeigt auf, was er verdient und du kannst davor, also ich weiß nicht, ich glaube von der Spende kommt 70% irgendwie weg oder so. Oder 30%. Wahrscheinlich 30%. Ja. Und jetzt musst du dir vorstellen, er kommt das auszahlt über und dann kannst du so ein Bild machen, was er pro Monat gespendet bekommt. Und dann siehst du mal das große Ganze, was verdient so einer.
Und das geht schon nicht wenig Geld um. Ja, aber Bro, zu welchem Preis, Alter? Wirklich zu welchem Preis? Ja, das ist so, Also- das ist wieder das andere. So, was machst du? Deine ganze Fanbase besteht einfach aus so 14-jährigen Kids, Bro, wo dann du das Geld aus der Hose ziehst, weißt und findest so, hey, ich find's super geil, weißt ich gehe live und ich bettle, bitte kann ich Geld haben, ich esse auch Hundefutter, ich schwöre, bitte. Hey, Bruder, und nachher gehst du einen Award holen für irgendwie Influencer und Comedy Award und dann denke ich mir so, Digga. Also was läuft eigentlich? Ja, wenn es etwas Nachhaltiges wäre, wie... Ein Podcast oder so? Nein, weißt du, wenn du aus dem rausgehst und halt etwas Nachhaltiges machst, wie Leute finden dich zum Beispiel, Leute schauen dich die ganze Zeit auf TikTok live an, weil du zum Beispiel lustig bist. Mhm. Dann kannst du ja mal vielleicht überlegen, ey, wieso nicht vielleicht mal versuchen Comedy oder so. Oder wieso nicht versuchen mit simplen Sachen, ich mache jetzt mal vielleicht einen YouTube-Channel, mache so ein bisschen zwei Kategorien, bediene ich mich. Weißt du, vielleicht mit Reaction, mit etwas, Voll, schauen, wie voll, Sachen und so. Aber das ist halt dort so voll Fokus auf das und weil es halt voll der Fokus auf das ist die Frage so, wie lange läuft das? Ja, und weißt du, mich erschreckt vor allem, Bro, es gibt glaube ich so 6, 7 Gestalten in der Schweiz, die regelmäßig live sind. Mhm. Und weißt du, ich gehe dann nämlich so mit im Tag auf TikTok kurz und dann sehe ich immer der eine, der gleiche. Ich muss jetzt den Namen nicht sagen, Bro, aber ich frage mich einfach, also du mit deinen fast 40 so, schau doch einfach mal kurz in den Spiegel und frag dich so, ist das, was ich will? Bro, ich bin heute ein bisschen negativ, aber ich sag dir ehrlich, ich habe ein bisschen meine Schnauze voll von Social Media, Bro, seit etwa so 1,5, 2 Wochen. Es fuckt mich ab, Bro, was ich die ganze Zeit sehe. So auf TikTok, auf Insta, auf all das. Es ist ekelhaft und giftig, vor allem haben sie Algorithmus überbracht, Bro. Du legst einmal etwas und das ist eben das, was ich meine. So, die schauen schon auch drauf. Weißt du, wenn du zum Beispiel so ein Video likest, das vielleicht ein bisschen mehr die Meinung unterstützt, dann bum, 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 bum. Ja. Nur Videos, wo das und nachher logisch beeinflusst die Meinung. Ja. Und zwar unfreiwillig. Du hast ja nochmal dich recherchieren, informieren, du hast eigentlich anders angehen. Und jetzt kommen emotional geladene Videos, kommen Videos, die 7 Parts haben, wo so ganze Geschichte hinter ist. Voll. Und das ist, ja, was willst du machen, Bro? Es ist zu unserer Zeit, wir haben ja auch Facebook, wo neu aufgegangen ist. Ich will gar nicht anfangen mit den. Das Gute ist, Facebook hat eigentlich nie so grusige, also erstens hat so einen kranken Algorithmus gehabt, so. Du bist eigentlich vor allem am Connect mit den Leuten. Du hast einfach den Leuten zeigen, was du gerade am machen bist. Voll. Das ist eben auch, was mich stresst. Wieso kann ich auf Insta zum Beispiel nicht einfach das sehen von den Leuten, die ich folge? Du kannst? Ja, eben jetzt kannst du ja, glaube ich, neu auf Nur folgen, also nur Freunde. Oder so. Genau, aber mega lang ist der Algorithmus ja so gefickt gewesen, dass ich in meinem Feed alles gesehen habe, außer die Leute, die ich folge. Es ist schon wild. Instagram ist am Anfang, wo es rausgekommen ist, hast du ja nur das gesehen, was deine Kollegen, die du folgst, oder einfach die Seite, die du folgst. Dann haben sie einen Algorithmus hineingebracht, so einen ersten, so, der nach dem Interesse basiert. Am Anfang hast du Interesse immer so in einem speziellen Raster gehabt, wenn du dich interessiert hast, kannst du anschauen. Jetzt ist so, vor allem auch die Werbungen, Bro. Nach jedem dritten Post eine Werbung. Unglaublich, Bro. Ich schon momentan, es fuckt mich so ab, Bro. Aber das ist nichts Neues, weißt du, bist jetzt vielleicht ein bisschen intensiver, mehr drauf gewesen. Ja. Und wenn es sich abfuckt, dann fahr ein bisschen ab, aber Bro, es ist... Social Media ist eine wilde Welt. Ja, aber weißt du, ich muss gerade mal sagen, Bro, vor allem das Zeug, das auf TikTok abläuft, Bro, ich frage mich wirklich so, konsumiert das Menschen wirklich? Also weißt du, Ja, ich töne ein bisschen wie ein Boomer, Bro, aber ich sag dir ehrlich, das ist doch... Also, Bro, ich bin wirklich ehrlich, wenn ich Kind hätte, so 12 bis 15, ich wäre voll gegen TikTok. Ja, also ich habe auch letztlich eine Diskussion gehabt. Jetzt hast du gedacht, okay, das kann vielleicht in die Richtung, wie so dein ehemaliger Kollege so von der Primar, der gesagt hat, ich darf nur am Mittwoch 2 Stunden gamen und am Samstag 2 Stunden. Aber Gaming ist jetzt nicht das Problem, sondern der Konsum von so viel Idioten, Bro. auch Inhalt. Also, ich weiß nicht zum Beispiel, das, was ich gesehen ich weiß nicht, ob ein 12-Jähriger zum Beispiel auf das Gleiche klarkommt. Ja. Zum Beispiel. Ja, fix. Und ich weiß auch nicht, was das mit einem 12-Jährigen auslöst. So will ich das Kind dieser Gefahr ausstellen, weniger. Ja. Es ist ja schon ein bisschen kontrolliert. Ich meine, wenn du darüber nachdenkst, früher, wo das Internet... Also ich meine, Bro, weißt du, wann Google gegründet worden ist? Also offiziell nicht gegründet, sondern die erste Suchmaschine von Google im Internet war.
ist, dass ich habe 2 Zahlen im Kopf, mir nicht sicher, das ist beides falsch. Ich hätte gemeint, entweder 98 oder 2-1 oder 2-2 so. Bruder, 98 ist es gegründet worden, genau, nicht schlecht. Aber ich glaube wirklich 2-1 ist... Es hat ein paar Jahre gebraucht, bis sie effektiv mit Genau. der Suchmaschine raus sind. Ja. Ist die Suchmaschine raus. Und jetzt überleg so, kannst du das Leben ohne Google vorstellen? Nein. Weißt du, und wir sind einfach älter als Google. Ja. Das amigs denke ich darüber nach und denke so, weißt du, ich meine, Hitzbland. jetzt blank, ich schwöre genau. Aber Bro, zu unserer Zeit, das Internet war ein wilder Ort gewesen, Bro. Ungefiltert. Ungefiltert, des Grauens. Ungefiltert, Max. Und Bro, also ich muss auch, ich würde sagen, so zu unserer Zeit, so, wo wir so mit 16 bis 20 so umeinander sind in Social Media, ist auch vieles ungefiltert gewesen. Und wir haben bis unsere Erfahrungen sammeln, wir haben unsere Lektionen gelernt, wir wissen, was falsch, was richtig ist, wir haben ein besseres Bild von der Welt. Aber ich bin auch froh, dass zum Beispiel gewisse Sachen ihre Entwicklung genommen haben, wo schon im Vornherein schon Leute wissen, wo eigentlich Grenzen sind von der Gesellschaft zum Beispiel. Früher, Bro, Max ungefiltert. Bro, was du auf LimeWire hast können abladen. Kennst du schon LimeWire? Ja, ja, was du hast eigentlich abladen und was nachher stand Was nachher gekommen ist, Bro, oh mein Gott. Ja, ja, das ist eine andere Zeit gewesen. Deswegen, es ist ein Luxus, ein Segen, aber auch ein Fluch, weil eben, wie schnell, weißt, wenn du aufs Handy gehst und TikTok gehst, du fängst dich ein und verlierst dich extrem und dann schaust du auf die Uhr und du hast schon das geschaut, dann bist du hast das Gefühl, du hast 4 Videos konsumiert. Dann gehst du bei Likes schauen, Bro, du scrollst, alles heute geliked. Es ist wild. Hast du früher als Kind auch, ich habe mit meinen Cousins, so als, ich bin glaube so 10, 11 gewesen, die sind noch älter gewesen, es hat so eine Seite gehabt, wo so, weißt du, was Creepypasta ist? Das haben wir gerade nicht. Sie haben so ein Bild angetan, irgendein bearbeitetes Bild und dann war unten dran ein riesen Text, gewesen, so Geschichte dahinter. Ja. So ein Bild war, du hast gesehen, ein Familienfoto und dann war ein Typ rot und Kreis gewesen. Und nachher ein Bild von 18 irgendetwas oder 19 irgendetwas, dann war auch dort rot und Kreis gewesen. Und so, das ist der Geist und so, der ist von den und dann. Ja. Dann haben wir so riesige Geschichten, oder wir hatten so ein Bild von einem kleinen Mädchen, wo so ein Hase in der Hand hat und ein blutiges Messer in der anderen. Nachher ist so, sie ist abgehauen von dem Mental Hospital. Und nachher, du hast gelesen und während du gelesen hast, ist einfach so ein Jumpscare gekommen. Ja. Bro, also weißt du, so, das Internet ist wirklich ein ungefilterter Ort gewesen früher. Ja, ja. Extrem. Ja. Und wie soll ich sagen, weißt du, es wurde, wir müssen uns auch die eigene Nase nehmen. Wir konsumieren es und unser Podcast lebt auch, zum grossen Teil auch von TikTok. Oder sprich, wir haben durch TikTok haben wir so eine Reichweite bekommen und so eine Community können aufbauen. 100%. Und dafür, dass halt eben, wir kritisieren es zum anderen auch, wir versuchen aber auch das ein bisschen abfangen und halt thematisieren in so Sachen wie zum Beispiel der Erfolg. Wir tun auch andere Sachen thematisieren. Ich tue jetzt gerade schnell verallgemeinern. Ja, bitte. Wir haben es jetzt zu unserer Aufgabe genommen, um die Plattform, die wir jetzt haben, für alles Mögliche brauchen und auf alles Mögliche aufmerksam machen. Erstens sind wir in der Garage, das heisst, wir können kein Cash über dafür. Wenn wir einen Bildungsauftrag sollten, hat dann die Schweiz gibt Geld. Zweitens, wir versuchen auf Sachen aufmerksam machen. Also wir versuchen Leute abholen, auch bei Themen, die überhaupt nicht beliebt sind, wo vor allem in unserem Kulturkreis vielleicht immer noch für Probleme sorgen. Ob das jetzt LGBTQI+ ist, ob das jetzt sexuelle Orientierung an und für sich ist, ob das jetzt ein Bild ist von der Jugend oder von gewissen Jugendlichen über Frauen, wie sie reden, wie sie sich verhalten. Wir versuchen abholen, wir versuchen so gut es geht informieren und so gut es geht auch sagen, hey, look, das ist nicht gut, das ist gut. Machen aber auch andere Sachen wie unsere Plattform komplett anderen Leuten. Also ob es jetzt Folgen sind, wo wir zum Beispiel nur komplett Frauen gewidmet haben, die da über alles Mögliche geredet haben. Oder Mental Health zum Beispiel auch. Also wir versuchen so gut es geht, vieles abholen, vieles thematisieren. Heute also auch vieles, was uns beschäftigt. Genau, also wir machen es nicht irgendwie, wie wir das Gefühl haben, das müssen wir jetzt, es geht jetzt irgendwie Cloud oder so, sondern wir sehen vieles, was wir besprechen, auch heute zum Beispiel, wo wir erwähnt haben, all die verschiedenen Sachen, das beschäftigt uns auch privat. Und
ich und Theo haben jetzt zum Beispiel nicht abgesprochen vorher, hey, heute mal die Blaser über das. Das ist eben auch so etwas, Bro. Ich muss jedes Mal darüber staunen. Wir kommen an, wir geben uns Hand, wir trinken oben schnell einen Kaffee, kommen runter, du hockst an, drückst da auf Rec, ich drücke an der Kamera auf Rec, wir hocken an, es wird einfach losgelabert. Ja. Also keine Sekunde ist aufgeschrieben worden oder besprochen worden, hey, reden wir heute über das oder das oder das und das nicht. Also wir haben zum Beispiel DMs bekommen jetzt wegen dem Thema Krieg, der jetzt gerade am Laufen ist, zum Beispiel im Gazastreifen. Und Leute haben gesagt zum Beispiel so, was haben ihr dafür gemacht? Und das finde ich muss es kurz sagen, das ist halt so ein bisschen, wie soll ich sagen? Das regt einfach auch auf, Bro. Ja, es ist so, gib uns ein bisschen Luft, Bruder. Weil das ist nicht der richtige Weg auch. Vor allem also wieso musst du jetzt zum Beispiel zu einem angehen und sagen, was hast du gemacht? Und die Leute haben ohne Scheiß so nach links gefragt. So, ja, was haben wir jetzt gemacht? Wir so, look, wir haben auf uns das Gas. Weißt du, so, ich habe sogar so versucht, so, den Leuten erklären, okay, ich verstehe einmal, wenn Leute so Sachen anfragen, bei Leuten, die sie feiern, die sie cool finden, das Letzte, was ich höre, ist so eine allgemeine Antwort. So wie als hättest du einen Brief geschrieben, weißt du? Ja, Bro. Und dann ist so, komm, ich versuche den Menschen auch erklären, was wir gemacht haben, weißt du? Und dann ist so, ja, ich habe jetzt, sie sagen, cool, okay, ich habe in dem Fall das nicht gesehen und so. Ich habe jetzt angeschaut, ich habe nichts gefunden. Habt ihr vielleicht Links oder Sachen, die ich anschauen kann, die ihr euch zu dem geäußert habt? Und denke mir, wieso, ey, jetzt wird es mir ein bisschen, weißt du, so, bin ich der Rechenschaft schuldig? Voll, Bro. Und, weißt, und es ist ein bisschen dumm, aber die Person zum Beispiel, oder viele von den Personen, die folgen uns nicht mal. Die schreiben das einfach so. Du sagst nicht so, ey, haben wir schon dazu geäußert? Sowieso dann nicht. mach es doch. Man, hebt deine Fresse, Bro. Also, weißt, komm Also, Bruder, was erwartest du von 2 Kurden, wie sie zu Unterdrückung und Krieg stehen? Aber ja, was hat schon? Eben auf jeden Fall, ja, ist es jetzt ein bisschen ernstere Folge, was auch eigentlich auch gut ist. Wir haben ganz am Anfang, als wir den Podcast gemacht haben, haben wir ja uroft halt so über lustige Geschichten, über uns, was wir erlebt haben, geredet. Und dann, wenn es mal ein ernstes Thema wurde, ist und wir so eine Stunde aufgenommen und von der Stunde haben wir 20 Minuten gelacht, und wir so, meinst du, die voll gut. Ja, ja. Und dann müssen wir einmal sagen und uns selber auch klar sein, ey, wir sind eigentlich nicht ein Podcast, wo Comedy ist. Wir sind ein Podcast, wo es was halt um uns zwei geht. Ja, um 2 Freunde und ihre Freundschaft, ihre Beziehung zu Genau, und über was dass sie das, was sie in der Freizeit eigentlich machen, über das, was sie reden, halt da einbringen und halt den Leuten teilen. Und wir reden über Sachen, wo wir auch, also wir reden nicht die ganze Privatlachen, logisch nicht, wir reden halt auch so Sachen anschneiden und zusammen reden. Und genauso wie lustige Sachen Platz sollten heute am Podcast, genauso sollten auch ernste Themen haben. Und wir versuchen das so gut es geht abholen und so gut es geht auch informieren. Und ich glaube, ich weiß nicht so, es ist, glaube ich, so wie wir es machen, ist, glaube ich, noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, wir gehen nicht voll reingrätschen, weißt du? Wir machen das, wir versuchen das ein bisschen Feingefühl zu haben. Ja, Bro, ich meine, ich versuche niemand irgendwie mit meiner Meinung, also weißt du, mich haben vor ein paar Wochen, Monaten, haben mich so junge Leute gefragt und zu mir gekommen und gesagt, hey, euer Podcast ist so geil und ich wollte auch einen Podcast machen. Hast du einen Tipp für uns? Also weißt du, was sollen wir machen? So, und ich meine, Bro, ich bin der Erste und du auch. Schreib uns und frag uns nach Equipment. Weißt du, was für Equipment brauchen wir? Bruder, die Infos gehen raus. Weißt du? Mir noch nie über dem nicht gesagt, was wir für Equipment brauchen, wer das Programm braucht. Ich kann ohne also, Scheiß. Wenn dann nicht bewusst wird, können sie das vielleicht untergehen. Ja, aber ich meine, weißt du, so, ich habe auch schon wirklich Stunden investiert, um Leuten zu erklären, wie nimmt man einen Podcast auf, wo lassen wir das auf. Weißt du, was ich meine? So, dann kommen die Leute zu mir und fragen so, ey, ich will einen Podcast machen, so, hast du Tipps für mich? Und den Tipp habe ich ihnen gegeben und die haben mir gesagt, hey, ja, du hast recht und den Tipp würde ich gerne auch rausgeben. Hey, sind euch bewusst, dass euch Menschen einfach zuhören? Ja, es geht in die Öffentlichkeit. Es geht in die Öffentlichkeit und das heisst, eure Meinung irgendwo ist eine Person, ist ja scheißegal, wie viele Zuhörerinnen ihr habt. Irgendjemand wird euch zuhören und die Person, eure Meinung und eure Aussagen werden die Person formen. Oder sicher auch beeinflussen. Also weißt, formen im Sinne von was ich sage, was du sagst, was ich konsumiere, das hat Einfluss auf das, was ich denke. Ja. Und das muss dir einfach bewusst sein, wenn du deine Meinung in die Öffentlichkeit trägst, ey,
kann ich, wenn ich zurückschaue, ob das in einer Woche ist, in einem Jahr ist, in 10 Jahren ist, wenn ich zurückschaue, kann ich sagen, ey, ich stehe hinter dieser Aussage. Ja. Und du kannst dich als Mensch verändern, du kannst als Mensch weiterkommen, du kannst deine Meinung anpassen, ja. Aber trotzdem, bist du dir immer bewusst, Leute hören dir zu. Und was du rauslässt, das muss einfach irgendwo durch Hand und Fuß haben, Bro. Und wenn ich jetzt das rauslasse, ist einfach so, ich meine, ich versuche niemanden zu bekehren, aber ich sage einfach, es macht mich traurig, wenn ich sehe, was abläuft auf der Welt momentan. Mhm. Es macht mich auch traurig, Bro. Und es ist ein bisschen ein Konflikt, weil ich habe letztes Mal schon gesagt, ich habe ein bisschen Mühe momentan und eben, es ist gerade sehr viel los und dann hast du gleich noch, du machst ja selber einen Druck oder du willst wie einen lustigen Podcast machen, dann sage ich mir auch immer, Leute zahlen Geld, damit sie an unsere Shows kommen. Ja. Oder? Und dann da auch wieder machst du einen Druck und sagst, hey, die Leute haben Geld gezahlt, also willst du ihnen etwas bieten, es muss geil sein. Aber es ist halt einfach nicht immer, es gibt auch Folgen wie heute, oder? Wo es dann halt, wie du vorher schon gesagt hast, einfach um unsere Gedanken geht. Ja. Genau. Voll. Und es hat sehr gut mit dir reden, Bro. Über das. Ja, Mann. Sehr gut. Ich kann noch kurz etwas sagen. Ja, genau. Wo wir unseren Podcast angefangen haben wir ja gesagt, weißt, einfach mal aufnehmen, vor allem von unserer Geschichte erzählen, weißt, es geht nicht vor allem den Leuten erzählen, das ist der Jost, das ist der Zero, Hobbys, Alter, politische Meinung, Äußerung. Es geht einfach vor allem um uns. Und irgendwann haben wir so gemerkt, okay, gut, wir haben echt eine Reichweite und wir haben auch Feedbacks gegeben und so weiter über gewisse Sachen. Und dann haben wir angefangen, halt über das reden, Rücksicht nehmen, versuchen, das besser zu machen. Und dann haben wir auch gesagt, hey, weißt du, so, es ist ein Podcast so, es ist ein lustiger Podcast, aber wir haben doch Reichweite und auch wenn wir einmal ranten, auch wenn wir einmal lustig sind, auch wenn wir einmal Gäste haben, wo wir uns kaputt lachen über Storys, wo vielleicht in anderen ihren Augen vielleicht nicht lustig ist, aber wo wir uns kaputt lachen, wo wir so auch unseren Humor, was wir lustig finden, wie wir ticken, wie wir so unter unseren Leuten sind und so, wo wir auch gerade live sehen zum Beispiel. Auf das alles schauen wir, achten wir, aber wir haben auch gesagt, hey, es ist vielleicht doch auch ein Punkt angekommen, wo wir das auch für mehr brauchen als die zwei Lustigen. Mhm. Wir können das auch mehr brauchen als... Wir sind nicht zum Beispiel wie ein Knecht, der das Gefühl hat, er ist Experte bei alles und wenn etwas auf der Welt passiert, greifen wir es auf und auch wegklauen und versuchen es umzuschreien und so. Sachen, die uns persönlich am Herzen liegen, tun wir wie wirklich zu zweit reden, tun wir auch da besprechen und reden. Wir haben nicht vorher gesagt, hey Bruder, heute reden wir über das, sondern angeguckt, mal schauen, wie es sich entwickelt. Und wir haben beide gewusst, das beschäftigt uns die und die Themen. Wiederum habe ich aber auch zum Beispiel Notizen, wo ich über andere Sachen reden würde, wo ich weiss, okay, das regt mich auf, ich kann das sagen, das ist sicher auch lustig. Und ja, sind euch bewusst, dass wenn ihr euer Podcast irgendwie eine gute Richtung einschlägt, wo ihr auch Leute erreicht, wo ihr auch Reichweite generiert, ich sage nicht, werdet Aktivisten, aber es wäre doch sicher nicht schlecht und auch schön, wenn ihr könntet zurückschauen und sagen, wir haben nicht nur beleidigt und granted und gelacht und über Freunde geredet und gelacht und uns kaputt gelacht, wo wir über unsere 18-jährige, unsere Ausgangszeit mit 18 erzählt haben, sondern wir können auch sagen, ey, wir versuchen auch etwas mitzugeben, so gut es geht. So gut es für unsere eigenen Mächte entsteht, weil, Bruder, was haben wir als Werkzeug? 2 Mics, es wird aufgenommen, Video, beschert das Internet und ja, logisch ist unsere öffentliche Art und Weise, wie wir da sind. Wir sind ja eben, wie wir sagen, das geht aus in die Öffentlichkeit, tun wir sicher gewisse Sachen jetzt anders angehen. Ja. So, wir tun auf gewisse Sachen mehr achten, wir nehmen die Rücksicht auf gewisse Themen und versuchen auch Sachen ein bisschen dezenter mit viel ansprechen und Leute abholen, wenn es muss sein, wenn wir einig sind, das muss jetzt passieren. Aber braucht, wenn ihr schon ein bisschen etwas damit erreicht, braucht das auch zum Sachen, die zum Beispiel in eurem Kulturkreis problematisch sind, ansprechen. Zum Beispiel. Nur schon ein simples Beispiel. Weißt, also, ich hole jetzt weit eins her, so ganz, ganz weit und sage, ich kann zum Beispiel ganz normal darüber reden, weißt, so mit lustig und auch mit Humor, aber auch mit einem gewissen bisschen Ernst, was es braucht, zum Beispiel über, dass wir als Kinder drunter gekommen sind. Mhm. Wir haben darüber geredet und wir haben gesagt, weißt, schauen wir das ganze grosse Bild an, weil es los nicht nur kennen unseren Podcast, sondern wir versuchen die Leute auch zu sagen, hey, schau, wir haben vielleicht viel kassiert. Mhm.
sind auf unsere Eltern nicht böse, wir sind ihnen nicht hässig, sie haben es besser gewusst. Trotzdem aber sagen wir, es hätte auch andere Wege gehen, um mit uns Erziehung durchzuziehen. So. Und wir sind auch ganz anders rauskommen. Genau, aber wir sagen, weißt du musst das große Ganze anschauen, du musst versuchen, nicht irgendwie sagen, weil was bringt es mir, wenn ich sage, ich habe kassiert, so geil. Nachher denkt sich vielleicht der eine, der das hört, weißt du, wenn ich Kinder habe, dann rausschlagen. Ja. Nein, Cousin, wir sagen einfach, unsere Eltern haben sich früher besser gewusst und wir sind nicht böse und sie sind selber alles für sich selber neu gewesen und ja. Hey, vielleicht zum Abschluss noch schnell, uns ist bewusst, in letzter Zeit kommt es öfters vor, dass Folgen ausgeladen werden oder dass mal eine Folge später kommt als gewöhnt. Hey, sind auch ein bisschen nachsichtig. Also weißt du, so, vergessen nicht, wir machen das alles zu grössten Teil gratis. Also die einzige Möglichkeit, wo es ein bisschen momentan Geld reinkommt, ist mit unserer Live-Show. Und auch da wieder, wir haben so viele Leute on board, wo wir auch zahlen wollen, wo wir auch ja, was ich würde sagen ist, sind einfach ein bisschen nachsichtig. Also wir wissen, es schießt ja, dass zum Beispiel am Montag eine Folge nicht kommt oder dass mal momentan eben gewisse Folgen ein bisschen ernster sind oder später kommen oder was auch immer. Aber es ist einfach ein Prozess und es sind einfach Zeiten und momentan ist es einfach ein bisschen schwierig, weil einfach sehr viel los ist. Wie gesagt, oder man schafft, man geht in die Schule, Tour, Podcast aufnehmen gleichzeitig, dann haben wir noch das Privatleben, dann haben wir noch eben Beziehungen, die man pflegt, oder ob das jetzt freundschaftliche sind oder ob man einfach... Oh, fucker. Sorry, ich kann jetzt einmal noch müssen droppen heute. Ja, das ist... sind auch ein bisschen nachsichtig so. Ja. Und auf der anderen Seite auch, danke euch, wirklich, ich habe am Freitag wieder gemerkt, was haben wir für eine schöne Community. Ey, übertrieben. Bro, es ist einmal, weißt du, es passiert einfach, Sachen passieren und es geht an dir vorbei und du hast gar nicht Zeit, um das aufnehmen und das realisieren, aber blöd gesagt, es sind hure simpel, können wir uns Leute supporten und also Bro, Leute kommen vom einen Ende von der Schweiz an unsere Live-Show auf dem anderen Ende von der Schweiz und wir sind dort, wir sind über die Leute reden, wir sagen, oh geil, ist schön, dass du da bist, aber Bro, es ist nicht selbstverständlich. Voll, Mann, es ist so schön. Überhaupt, also weißt du? Es ist so schön. Dass wir das überhaupt machen können. Voll. Ich habe mich gefragt, was hätte ich jetzt für ein Hobby? Ich habe das nicht. Ja. Keins. FIFA und Age. FIFA und Age. Und ein paar andere Sachen, aber... Voll. Also eben, wir sind für immer dankbar und auch wenn der eine oder andere von uns ab und zu eben Witz macht, von wegen ein bisschen abgehoben, Nasendob und so. Also wirklich, wir sind für immer dankbar für die Liebe, die wir bekommen. Wir sind für immer dankbar für all den Support. Wir sind für immer dankbar für die Art und Weise, wie ihr mit uns umgeht, wie nachsichtig ihr seid, oftmals. Und ja, ich würde sagen, einfach danke vielmals. Es hat noch letzte Tickets in Luzern, falls ihr doch noch eine Show können. Und dann würde ich sagen, wenn du nicht mehr viel zu sagen hast. Nein, nur das, was du gesagt hast, dass wir uns Mühe geben, dass das immer rauskommt. Ich glaube, jetzt haben wir seit der Pause 2 Folgen ausgelassen. Wir geben uns wirklich Mühe. Wir sind auch mal schon am Montag am Mittag aufgenommen, weil es halt einfach nicht gegangen ist, die ganze Woche einfach Montag Mittag aufgenommen, Josh ist schneiden, hat es am 4 veröffentlicht. So. Aber was wir euch sagen können ist, das wird in Zukunft weniger das Thema, weil wir jetzt vor allem auch uns Zeit genommen haben für die Tour. Ja. Wir sind Abstand vor der Tour. Wir geben trotzdem uns das Beste. Also, ihr habt sicher auch gesehen, unser TikTok ist nicht so viele Videos, also haben wir nicht so viele Videos, einfach weil wir einfach beide, also vor allem der TikToker, extrem unter Wasser ist und wir alle etwas zu haben. Aber ich kann euch sicher sein, es wird regelmäßiger, also sprich eigentlich ist es regelmäßig, aber wir schauen drauf, wir versuchen euch alles zu bieten, was wir können. Und genauso wie ihr auf euch zählt, werden wir in Zukunft weiterhin auf euch zählen. Yes. Danke fürs Zuhören und liebe ZuhörerInnen zum 67. Mal für euch das Outro. Das ist kurz und